Die mediale Kommunikation hat inzwischen auch die Almen erreicht. Es ist 17 Uhr und die Radiosendung der Jesiden beginnt. Seit 1990 sendet Radio Jerewan täglich 1 Stunde lang in jesidischer Sprache. Die Stimme der Jesiden beginnt gleich nach der Begrüßung mit Nachrichten. Sheikh Hassan leitet die Sendung, die im Rahmen des staatlichen Radioprogramms ausgestrahlt wird. Er moderiert gemeinsam mit Svetlana. Svetlana, die seit den Anfängen der Sendung dabei ist, wird bald die Redaktion verlassen. Sie verlobt sich mit einem Jesiden, der in Russland lebt. Sheikh Hassan verliert damit eine Mitarbeiterin, die als einzig verfügbare weibliche Moderatorin mit Praxis unersetzlich ist. Wir haben die einzige jesidische Sendung in der Welt, obwohl Jesiden in vielen Ländern in größerer Zahl als in Armenien leben. Unsere Aufgabe besteht darin, vor allem der jungen Generation der Jesiden unsere Geschichte, unsere geistige Kultur und den jesidischen Glauben zu vermitteln. Sie wissen sehr wenig darüber. Die Älteren sind mehr oder weniger informiert. Die Jungen sind gleichgültig geworden, weil wir in den vergangenen Jahrzehnten nicht als Volk anerkannt waren. Daher haben wir auch Probleme, Mitarbeiter zu finden, die etwas davon wissen. Unsere Sendung ist neu und es wird lange dauern, bis wir sie richtig gestalten. In der Redaktion der Radiosendung wird zugleich die jesidische Wochenzeitung redigiert. Sie heißt ebenfalls Stimme der Jesiden und erscheint in armenischer Sprache. Vermutlich sind die Jesiden das einzige Volk der Welt, dem seine geistige Elite das Schreiben und Lesen verboten hat. Der Laienkaste war bis zur Jahrhundertwende das Lesen und Schreiben in jedweder Sprache von den Scheichs untersagt. Im 7. Jahrhundert, während der Expansion des Islams, sollte verhindert werden, dass Jesiden den Koran lesen konnten. Später, im Zeitalter der europäischen Missionare, galt die christliche Literatur als Gefahr. Die Jesiden sollen sich aber nun für eine Schrift entscheiden, in der dann auch die jesidischen Schulbücher gedruckt werden sollen. Zur Wahl stehen das lateinische Alphabet oder die alte Schrift der heiligen Bücher mit 33 Buchstaben. In den 20er Jahren vor dem Stalinismus wurden die jesidischen Schulbücher in Armenisch geschrieben. Später wurden sie aber wieder abgeschafft. Die Jesiden in Armenien betrachten Armenien als ihre Heimat und die Konflikte des Landes als die des eigenen Landes. Auf dem Titelblatt der Zeitung liest man Nachrufe auf gefallene Jesiden. Sie kämpften auf der Seite der Armenier gegen die Aserbaidschaner. Das traurige und gemeinsame Sterben hat Geschichte. 22. Mai 1918. 1,5 Millionen Westarmenier sind bei dem Völkermord im Osmanischen Reich, durchgeführt von türkischen Truppen, bereits umgekommen. Unzählige armenische, syrische Christen, griechische Christen und Jesiden sind tot.
Ein Teil der Jesiden ist mit den überlebenden Armeniern in die russisch verwalteten Gebiete geflüchtet, aber die Russen haben den Kaukasus verlassen. Ostarmenien, noch keine Republik und ohne reguläre Armee, steht vor der Gefahr der Vernichtung. Freiwillige, Männer wie Frauen, Armenier wie Jesiden versuchen verzweifelt den Feind zu stoppen und siegen endlich am 28. Mai. Die Jesiden haben auch in der ersten freien Republik im armenischen Parlament ihre Vertretung bis zur kommunistischen Zeit. Fast 70 Jahre sollte es dauern, bis sie 1989 wieder als existente Minderheit anerkannt wurden. Auf dem Dach des Hauses von Azize Amar weht neben der Fahne der Republik die mit Engelpfau und Sonne geschmückte Fahne der Jesidischen Nationalunion. Auch Azize Amar ist einer der als Nationalhelden Ausgezeichneten. Er ist wohlhabend. Das ist an seinem Ster zu sehen. Unter dem stalinistischen Regime waren wir nicht anerkannt und von der Assimilation bedroht. Als 1988 die Unabhängigkeitsbewegung in Armenien begann, beteiligten wir uns daran und machten unsere Stimme hörbar. Gerechtigkeit erkrankt, aber sie stirbt nicht. Wir sind jetzt als Minderheit anerkannt. 600 Vertreter der Jesiden in Armenien haben 1989 den Vorstand der Nationalen Union gewählt. Als Vorsitzender bin ich dafür zuständig, unsere Anliegen der Regierung und dem Parlament vorzutragen. Der neue Staat ermöglicht uns vieles, aber wir selbst haben keine Kraft, es zu nützen. Wir werden auch eine Fernsehsendung bekommen, aber wir haben keine Fernsehjournalisten. Unser Verein versucht, diese Probleme zu lösen, um zu helfen, die Kultur der Jesiden wieder zu entwickeln. Die Verlobung der Radiomoderatorin Svetlana in der Wohnung ihrer Eltern. Links sitzen ihre Verwandten und Freunde, rechts die des Bräutigams. Svetlana ist mit anderen Frauen in einem Nebenraum. Sie warten darauf, bis der von Svetlanas Vater bestimmte Vertrauensmann zu einer Einigung mit den Gästen kommt. Nach altem Brauch fragt der Vertrauensmann, ob die Familie des Bräutigams bereit sei, eine gewisse Summe zu zahlen, damit der junge Mann Svetlana heiraten kann. Verlangt werden $1000. Der Bräutigam selbst darf kein Wort reden. Die Frage des Vertrauensmanns wird mit Ja beantwortet. Dann verzichtet Svetlanas Familie auf diese Summe. Die Formalitäten sind erledigt. Es wird gratuliert. Svetlana wartet auf das gelbe Kopftuch, das mit anderen Geschenken des Bräutigams mitgebracht wurde. Gelb ist als Goldfarbe sehr begehrt. Die Geschenke werden gezeigt. Der Verlobungsring und Goldschmuck, Stoffe, Parfums. Cognac, Süßwaren und Obst sind gleich beim Gratulieren zu genießen. Das gelbe Kopftuch muss bei der Hochzeit vor dem Betreten des Hauses des Bräutigams getragen werden. Der Vater des Bräutigams darf jetzt in das Zimmer der Frauen. Er steckt den Verlobungsring auf Svetlanas Mittelfinger. Den Ring des Bräutigams muss der Vater der Braut schenken. Bei der Hochzeit wird das Paar die Ringe auf die Ringfinger wechseln. Anschließend segnet Scheich Hassan die zusammengepressten Daumen der Väter der Verlobten als Zeichen der Verbindung der beiden Familien.